Wenn ich in Kroatien und Bosnien bin, vermisse ich aus der Schweiz die Schule und meine Kolleginnen. Und wenn ich in der Schweiz bin, vermisse ich aus Kroatien und Bosnien meine Familie. Ja sam Ruža iz Hrvatske i iz Bosni i dobrodošli kod mini zweite Hai. Das heißt, ich bin Ruža aus Kroatien und Bosnien und willkommen zu mini zweite Hai. Also mein Name ist Ruža, ich bin 11 Jahre alt und ich gehe in die 5. Klasse. Meine zweite Hai sind Kroatien und Bosnien und sie befinden sich im Balkan. Meine grössten Hobbys sind Tanzen und Singen und ich spiele Keyboard. Meine Lieblingsfächer in der Schule sind Mathe und NMG und ich will Lehrerin oder Ärztin werden. I will assimilate. Also ich komme aus Kroatien und Bosnien und es ist so, weil viele Länder sind mal eins zusammen gewesen. Also Balkan ist mal ein Land gewesen, Jugoslawien, und dann hat es Krieg gegeben und die Länder haben sich aufgeteilt und ich bin halt von Kroatien und Bosnien. Also ich weiß über das, dass meine Großeltern erst in Bosnien gelebt haben und dann nach Kroatien geflüchtet sind und meine Eltern sind vom Krieg in die Schweiz geflüchtet, ziemlich jung. Also es sind schon die gleichen Leute und der Spruch ist ziemlich identisch. Also es hat vielleicht mal ein Wort, das nicht genau gleich ist, aber ja, sonst ist es eigentlich komplett gleich. Hey. In der Sommerferien gehen wir immer nach Kroatien und Bosnien und sonst im Winter oder in der Herbstferien oder an Osterferien. Also es ist unterschiedlich. Man kann entweder über Italien gehen, durch den Gotthard, oder man fährt über Deutschland. Also mit dem Auto sind es etwa 13–14 Stunden und mit dem Flugzeug etwa 1 Stunde. Also in Bosnien gehen wir viel raus, schwimmen im Pool, mein Opa hat einen Pool, sind auf dem Trampolin, wenn es eins hat. Oder halt am Meer gehen wir am Zoo schön zusammen alle essen oder gehen halt am Meer baden. Bosnien und Kroatien sind eher kleine Länder. Also Kroatien hat halt viel Meer und das Meer ist auch sehr schön und in Bosnien ist halt viel Landschaft und viel Grün. Also man tut viel rausgehen, man tut viel draußen sein mit den Tieren, man hockt mit der Familie zusammen oder redet halt. Ich empfinde so, jeder kennt sich, alle sind so wie befreundet und so. Ich vermisse das mega, wenn ich da bin. Das Leben ist ziemlich einfach, die Leute sind gastfreundlich und es ist einfach, sie leben ziemlich einfach und tun sich wie selbst versorgen. Also ein Teil davon ist es für mich schon, weil ich das einfache Leben ziemlich gern. Ich bin gerne draußen, ich bin gerne mit dir und es hört sich vielleicht komisch an, aber ich bin auch gerne mit Hühnern und gehe dann in den Käfig von den Hühnern, also in den Keg, gehe ich rein und streichle manchmal einfach die Hühner. Und ich habe es einfach mega gerne und tue immer Eier aufsammeln am Morgen, gehe mit meinem Opa am Morgen weg, also mache ich auf, dann gehen wir zusammen irgendwie Tiere füttern und so. Ich habe das mega gerne. Ich habe ziemlich viele Familien dort, also ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber ziemlich viel. Und mein Großvater ist mein Vorbild, weil er Tiere sehr gerne hat. Und ein Beispiel ist, er hat auf der Straße sind viele Tiere immer. Zum Beispiel Hunde sind viele. Und er hat 3 Hunde von der Straße aufgenommen. Er hat nicht immer die gesündesten Tiere genommen, sondern immer die am schwächsten waren und am dünnsten. Und hat sie dann aufgenommen und sie gefüttert und gesund gemacht. Also wir tragen viele Traditionen auch hier mit und haben auch viele Sachen hier, zum Beispiel wie Instrumente auch.
Shargia nennt sich das. Kann ich auch so machen? Das ist ein Instrument, ein kroatisch-bosnisches Instrument. Das heisst Shargia und ist etwas Ähnliches wie eine Gitarre. Also, wir machen jetzt Pita und Burek. Also, bei der Pita braucht man Kartoffel und tut sie erstmal schneiden und dann würzen. Und beim Burek braucht man Hackfleisch und Zwiebeln und muss dann auch noch würzen. Also für den Teig braucht man Mehl, Salz und heißes Wasser. Man tut alles zusammenkneten und dann auf dem Tisch ausbreiten. Also man kann es eigentlich immer essen. Es hat jetzt nicht einen speziellen Anlass dazu, aber wir essen es gerne einfach so. Oder wenn die Familie zum Beispiel kommt oder Cousins und Cousinen, die wir lange nicht gesehen haben. Ja, aber wir essen es auch manchmal einfach so. Ich fühle mich in beiden daheim ziemlich daheim, aber ein bisschen mehr in der Schweiz, weil ich hier viele Kolleginnen habe und Schule und alles. Ja, also da viele von meinen Kolleginnen 2 Kulturen haben, ist es für mich eigentlich wie normal. Wenn ich in Kroatien und Bosnien bin, vermisse ich aus der Schweiz die Schule und meine Kolleginnen. Und wenn ich in der Schweiz bin, vermisse ich aus Kroatien und Bosnien meine Familie. Hey, ich hoffe, euch hat die Folge von «Meine 2 daheim» gefallen und wenn ihr noch mehr von «Meine 2 daheim» sehen wollt, abonniert den Kanal. Tschüss!